Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 162. Folge vom Vollinen Podcast. Wir sind wieder in gewohnter Umgebung. Die letzten 2 Mal ja mit Gästen, das war super. Falls ihr es noch nicht gehört habt, geht unbedingt zurück zu der Folge 160 und zu der Folge 161. Yes, wir hatten grandiose Gäste gehabt, beziehungsweise sagt man Gästinnen? Ja, das haben wir ja nachgeschaut. Man sagt offiziell Gästin. Okay, in dem Fall Gästinnen. Gästinnen. Mehrzahl. Und ja, ich freue mich, André. Schön sind wir wieder bei uns im Studio. Es ist ja jetzt nicht ganz ohne, wie soll ich sagen, Hindernis gelaufen, dass wir den Podcast gestartet haben. Ja, der Oski hat eigentlich seinen PC vergessen, wo eigentlich die gesamte Vollinen Datenbank drauf ist. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, es hat die eine oder andere Schwierigkeit gegeben. Aber jetzt sind wir geklappt, ja. da und wir wollen über Verschiedenes reden heute. Ja. Wie findest du eigentlich mein neues Temu-Setup? Also für die da zuschauen, hallo. Ihr seht, ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Winkel als der Struzino. Und ich habe einen Schwenkarm. Schau. Also man kann sich fast nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein gutes Setup, das wir mittlerweile haben. Und China, also gut, es sieht gut aus, aber die Qualität werden wir jetzt in den nächsten paar Wochen herausfinden. Ja. Und solange China kein Zoll auf uns erhebt, kaufen wir unsere Waren noch dort. Spottgünstig und entsprechend, ja, klar haben wir ein Problem, wenn wir unsere Sachen starten. Genau, aber das wäre auch noch ein spannendes Thema, was eigentlich Zölle für eine Auswirkung auf den Sport haben. Das kann man zwar jetzt gerade noch nicht sagen und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein bisschen aus dem spontan aus jetzt gerade in meinen Kopf geflossen, aber das wäre eine Folge für ein anderes Mal. Jetzt, Oski, wir haben uns ja schon lange nicht mehr fragen, wie es uns geht. Also doch, nein, wir haben uns eben sehr viel können fragen, wie es uns geht, weil wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht schon, aber in den ich letzten meine paar Tagen. Aber du meinst im Podcast. Rahmen des Podcasts? Genau. Okay, ja, natürlich. Ja, aber das können wir eigentlich gerade noch mit dazu sagen. Also wir haben eigentlich in den letzten paar Wochen und Tagen uns sehr viel gesehen, was gut ist. Ja. Vielleicht noch kurz ein Update aus der Vollinen-Welt. Wir haben ja so unser Business-Meeting gehabt. Wenn wir das so nennen, ja. Also Oskar und ich haben fast einen ganzen Sonntag zusammen verbracht und haben das neue Konzept ein bisschen ausgearbeitet. Ja, Cutting Edge Technologies, AI, Web3, all die Buzzwörter. Nein, Genau. Also bei uns sieht es ein bisschen anders aus, ja. Nein, aber wir haben wirklich doch einiges zusammengebracht. Eben, es ist darum gegangen, um den Inhalt des Podcasts, um die Events, die wir das Jahr organisieren wollen, um den Merch, um einfach den gesamte Auftritt Brand. von Vollinen, ja. Ja, und ich glaube, was wir dazu sagen können, ist die nächsten paar Events, die wir bald werden bekannt geben und wenn ihr euch dann anmelden könnt. Ich glaube, das erste könnten wir eigentlich schon mal droppen. Also, ist 24. 24. Mai. Genau, ist das Zug auf der Schützenmattwiese. Genau. Machen wir ein Spikeball-Turnier zusammen mit Roundnet Zug, wo ich zufälligerweise Präsident davon bin. Also wirklich, was? Wirklich krass. Crazy! Ja, der Zufall. Ja, und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr da teilnehmt. Weitere Infos folgen, aber tun sich schon mal fett in den Kalender einschreiben, 24. Mai. Natürlich nur bei gutem Wetter, aber ja. Das hoffen wir, Petrus ist auf unserer Seite. Genau, und die schon mal dabei waren, die können ja ruhig erzählen, wie geil das war und noch ein paar andere mitnehmen. Wir freuen uns. Wir werden dann auch schauen, dass wir am Abend noch eine kleine Festwirtschaft. ein bisschen auf der Seeklubwiese den Abend ausklingen mit ein bisschen Grill und ein bisschen Barbecue, ein bisschen Bierli und hoffen, dass schon mal ein paar daran denken und wir werden sicher noch mal darauf zurückkommen. Genau, ja. Und sonst, Struzzi, wie läuft es? Hey, also zuerst muss man mal wirklich noch mal sagen, das Wetter macht mich glücklich. Ich kann gerade sagen, mit dem Wetter läuft wahrscheinlich einiges. Ja, es ist wirklich mega geil, weil ich halt auch merke, dass es doch auch ein bisschen am Winter gelegen ist, dass ich nicht so Lust hatte auf Sport. Also jetzt, wenn das Wetter so geil ist, dann hast du plötzlich ein bisschen mehr Lust, zum raus aufs Velo zu gehen oder einfach dich ein bisschen mehr bewegen und das ist mega geil. Ich habe herausgefunden, dass Unihockey, wo ich jetzt 3-mal gegangen bin mit dem Seeclub Zug, Alter, also es ist wirklich der absolute Tod.
jenste Bänder überdehnt, ich habe mein Hüftgelenk ist kaputt, mit Tausenden von Blaumösen. Also, Ich frage mich, ob das so eine gute Idee ist, so ein paar Ruderer Stop and Go machen. das ist sicher keine gute Idee, aber es ist eben lang eigentlich das Einzige gewesen, wo ich wirklich Lust drauf hatte. Und ich habe aber herausgefunden, ich habe mit einem ehemaligen Profi-Unihockeyaner geredet und Ja. er hat mir wirklich gesagt, das ist auch bei ihm. Er spielt zwar nicht mehr so regelmäßig wie auch schon, aber er kommt damals wirklich heim Und alles tut weh. und eine Woche lang kann er nicht mehr richtig laufen. Also es ist nicht nur, es sind nicht nur die aggressiven Ruderer, die eigentlich keine Ballkontrolle haben, sondern es ist, glaube ich, im Unihockey einfach generell so. Gut, die haben nicht nur keine Ballkontrolle, auch keine Körperkontrolle. In Ja, vielen Fällen, aber... Außerhalb vom Boot nicht wirklich, ja. Ja, aber ja, nein, ich weiss, was du meinst. Nein. Also die Stop-and-Go-Sachen in der Halle sind ja sowieso der Tod. Ich weiss nicht, wie wir das früher gemacht haben, mit 3 oder 4 Turnstunden pro Woche. Zusätzlich zu unseren Sportpensen sonst. Hm. Dass da irgendwie alle einigermaßen heil davon gekommen sind Also oder weißt- durch die Jugend gekommen sind. Ich Und glaube, jetzt- 1 Stunde in der Halle und nachher bist du Matsch. ich bin ja immer wieder ein bisschen in einem Auf und Ab, was so ein bisschen meine Midlife-Crisis, Quarter-Life-Crisis angeht. Du hast Ja. sie ja anscheinend schon überwunden. Ja. Hast sie ja letztes Jahr gehabt. Ja, stimmt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen drin und ich glaube, es liegt ein bisschen am Alter, dass wir jetzt auch nach einer Turnstunde... Aber Bro, wir sind eigentlich in unserem Prime-Alter. Also rein sportlich gesehen wird es nicht mehr besser als in dem Alter, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir auf unserem Peak. ja, also du hast absolut recht. Das Aber- kann nicht sein. Also, Ich glaube, rein regenerativ, rein körperlich, bist du nicht mehr auf dem Peak. also wie jetzt? Man sagt doch bei Sportlern aber so weißt du, zwischen so, ja, 26 bis aber 30. jetzt spielt auch die Erfahrung mit rein, es spielt das Körpergefühl mit rein Ja, und nicht nur die absolute, ich meine die absolute Regenerationsfähigkeit von deiner Zellen ist wahrscheinlich mit 22 besser gewesen als mit 27. Aber ich glaube, der Sportler ist halt mit 27 am besten, weil er auch noch mit Erfahrung und so, weißt du, was ich meine? ja, aber meinst du nicht auch einfach, die körperlichen Funktionen sind mit 27 eigentlich voll im Schuss? Sie sind sicher noch super, aber ich glaube, es ist vielleicht schon ein bisschen schlechter als mit 22. Aber ja, Anyway, okay. anyway, Was ist das Fazit von das dem? Fazit, Unihockey ist der Tod. Uni okay ist der Tod, okay. Und was ich auch noch bezüglich, wie es mir so geht, ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich habe nicht so Lust gehabt auf Sport, aber das stimmt eben gar nicht. Ich habe eigentlich einfach keine Lust mehr gehabt auf den Sport, den ich bis jetzt immer gemacht habe. Ja, das heisst, Also, ich habe eigentlich mit schon was Lust, um mich substituierst bewegen. du das jetzt? Ja, im Winter war es halt einfach gewesen mit Skitouren. Ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen am schauen, was könnte ich so neu machen. Und ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, als wir uns gesehen haben. Und das Neue, was ich mir könnte, also ich habe es schon lange im Kopf, ist so ein bisschen Segeln und Klettern. Ja. Ähm, Da habe ich dir gesagt, Nein, du hast nicht Struzina. gesagt scheiß Schweizer, du hast gesagt hure Schweizer. Das habe ich auch gesagt, Wegen aber dem auf das habe ich nicht auswählen. Okay. Ich wollte sagen, Struzina, du brauchst Teamsportarten, du brauchst keine Einzelsportarten. Du vermisst das Team, du vermisst das Teamgefüge. Und dann Absolut. klettern, ja, du bist unter Leuten, du bist Ja. mit Leuten und so, aber es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, dir fehlt so eine Spielsportart. Aber halt, was ist, also Spielsportart? Zum ich Beispiel habe es mit Unihockey. probiert, aber es Ja. ist zu hart, ich kann mich nicht mehr regenerieren. Okay, aber es gibt noch andere Sachen außerhalb von... Ja. Also, wenn ihr in einem Team sind und ihr sucht noch jemanden, wo so ein bisschen Zeit braucht, um wieder reinzukommen, Ja. dann schreibt mir. Schaut, der andere ist, also so wie ich es kenne aus dem Turnen von früher, wenn man so einen Charakter hätte mit den verschiedenen Stärken, dann ist bei ihm Stamina auf Max, Aggressivität auf Max und bei allem anderen sind wir so ein bisschen im unteren Bereich. Okay. Aber ihr könnt sicher sein, ihr hättet einen Kämpfer im Team. Genau, das das, ganz ist ja mal, sicher. das ist ja mal das Wichtigste. Über den Rest können wir dann später noch diskutieren. Skills, die kann man sich noch aneignen, Mhm. zumindest so Oberfläche, also so Basics. Aber ja, ihr hättet einen Bulldozer im Team, das kann ich versichern. Was wäre eigentlich die Mannschaftssportart, wenn jetzt du wieder eine würdest anfangen? Ich habe mir vor ein paar Mal gedacht, das bockt mich wieder zum Fußball spielen. Aber das ist einfach zu viel Commitment. Schon. Musst du da 3-mal in der Woche? Ja, 2-mal in der Woche Training, einmal in der Woche Match.
mindestens. Ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Okay. Wir sind nicht mit dem Alter, wo man sich kann committen für so Sachen. Ja. Zu viele Sachen außerhalb, unter anderem der Podcast. Aber ja, nein, Fußball hätte ich auch Bock. Eishockey reizt mich manchmal wieder. Und ja, ich hätte Bock, auch einfach so ein Unihockey-Trüppli oder so zu haben. Ja. Aber so, Ja, eben das so sagen wir ja schon lange mit den Kollegen. Einmal in der Woche eine Halle mieten. Und dann Und dann können wir turnen, so wie früher. Dann können wir auswählen, was wir machen wollen. Ja. Ich vermisse es zum Beispiel manchmal auch, einfach so random in der Halle Volleyball zu spielen, wie wir früher im Turnen gemacht haben. Ja, Volleyball fand ich auch nice. Ja. Oder Smallball. Ja. Oder, was gibt's noch? Was haben wir noch so gespielt? Unihockey, Fußball, Smallball. Du bist natürlich... Badminton haben wir ab und zu auch ja, gespielt, aber das vermisse ich nicht nicht. so Nein, ich meine so von den Spielsportarten. Aha. Ja, wir haben nicht so viele Sachen gespielt, dafür einige Sachen sehr viel. Intensiv. Ja. Der Paolo Felix, unser Lehrer, hat ja immer gesagt, Jungs, eigentlich hätten wir jetzt Hürdenlauf, aber heute gibt es ein Juti. Und dann haben alle gejubelt und alle sind glücklich gewesen. Ja, so etwas. Einfach so die Sachen aus dem Turnen vermisse ich manchmal. Ja. Würde ich gerne wieder machen. Und hast du noch etwas aus deiner persönlichen Sportwoche, sonst würden wir weitergehen? Nichts Spezielles. Also es ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei dir. Das Wetter treibt mich ein bisschen nach Hause. Ja. Aber jetzt nichts konkretes geplant, irgendwie ein Lauf oder irgendetwas. Keine spontane Anmeldung für Zürich-Marathon? Oh, nein. Okay. Nein. Das ist, glaube ich, ausverkauft. Das ist jetzt spät. Genau, Ja. also. Von Dann ja. würde ich sagen, sind wir beide glücklich und zufrieden. Und wir können anfangen mit dem heutigen Thema Nummer 1. Und zwar ist das, wie haben wir es schon lange nicht mehr gehabt, eigentlich? Velofahren. Unter anderem, wenn wir starten mit dem Sieg von Pogacar bei der Flanderer Rundfahrt. Und es ist so die Zeit... Irgendwie klingt das wie so eine kaputte CD, die immer wieder von vorne anfängt, wenn wir über Velofahren reden. Aber er ist einfach zu krass. Er ist zu krass, obwohl er ja vor einer Woche oder vor 2 Wochen ist, in Milano, Sanremo Nur Zweite. nur Zweiter geworden ist. Nein, Dritter ist er geworden. Ist sogar nur Dritte geworden? Ja, der Ganna ist Zweiter geworden. Stimmt, ja, hast recht. Auf jeden Fall ist er überhaupt auf dem Podest gewesen? Nein, er ist Vierter geworden. Boah, ey, also... Bro, Van der Poel, Ganna und... Oder sind es 3 gewesen? Jetzt stehen wir richtig Ich schlecht weiss, an. es hat viele gute Velofahrer, die unseren Podcast hören und ich bekomme auch meine Rückmeldungen, dass wir wieder einen Scheiß rausgelassen haben. Also bitte, tut mich jetzt schnell retten. Also... warte jetzt. Dritte ist er geworden? Okay, Dritter, also nicht Zweiter. Gut, da habe ich mich richtig korrigiert zuerst. Also zu viel überlegt. Aber jetzt hat er gewonnen und es war lange auch wieder unklar gewesen, würde ich mal sagen. Eben die 2 grössten Favoriten, der Mathieu van der Poel und Pogacar, wo ja eben der Van der Poel, wo ja noch in den Sturz verwickelt war, bei etwa 130 km to go. Und ich habe wirklich nur wieder gedacht, Alter, das ist perfekt für Kommentatoren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die sind ja ausgerastet. Also weißt, nachher plötzlich so, oh, Van der Poel im Sturz, oh mein Gott. Und ein riesen Chaos ausgebrochen, aber am Schluss war es eigentlich wirklich gar nicht so schlimm gewesen. Poggi hat können, glaube 18 Kilometer vor Schluss, hat er dann können seinen Antritt machen, wo ihm den Sieg beschert hat. Er hat ja gewusst, er darf nicht mit dem Van der Poel ins Ziel kommen. Sonst oder auch nicht mit dem ja. Mats Petersen, weil das sind alles eigentlich explosivere Fahrer als er und darum hat er gewusst, er muss einen durchgeben und das hat er dann auch gemacht. Vielleicht noch schnell zu anderen Resultaten von Line Family. Stefan Küng ist wirklich gut gewesen, er ist 7. geworden, er war ja lange in der Führungsgruppe gewesen. Ja, das ist das Geile. Ich habe, weil SRF noch nicht draufgeschaltet hat, auf Eurosport geschaut. Und dort, wo er und der Ganna vorne waren, in dieser relativ grossen Gruppe, also das heisst wahrscheinlich so 70, 80 Kilometer vor Schluss, ich weiss nicht mehr, haben die wirklich felsenfest davon überzogen gesagt, einer der zwei macht das. Also welche Kommentatoren? Auf Eurosport, vom Deutschen, ja. Die so, Ganna oder Küng, die haben es gewagt. So, weißt du, Yeah. so, ja. Nein, die machen das. Und ich bin irgendwie so, es ist ja
Also auch, hure früh zu sagen, ob die das durchziehen. Vor allem der Abstand ist Minuten irgendetwas gewesen. ja, Also vor allem, du musst knapp halt über schon eine entweder Minute. eben Pogacar oder sonst ein Topstar sein, damit du kannst 80 Kilometer vor Schluss in einer Zweier, oder wie viel sind es gewesen? Nein, es war schon noch eine grössere Aha, Gruppe. ja, Gewesen. stimmt, du meinst steht, okay, ja. Ja, nachher hat sich ja die Gruppe nach und nach aufgelöst. Genau, ja. Aber ja, ich habe das so Glück nicht so. Also, es wird sicher weit führen lange, aber dass einer von diesen zwei gewinnt, da muss viel passieren. Ja. Weil man weiß ja, okay, wenn die hinten mal anziehen, Van der Poel oder Pogacar, dann holen die so eine Minute relativ schnell auf. Ja. Ja, Und- vor allem, sie haben gute Helfer auch noch. Genau. Wenn die mal richtig Tempo machen, Genau. dann ja. Ja, und dann ist es ja irgendwann auch so weit gewesen, also so bei etwa 45 Kilometern haben die ja mal angezogen, sind dann mal los aus dem Peloton raus. Ja, es war eigentlich krass gewesen, wie es immer wieder kleine Angriffe gegeben hat. Es sind aber immer wieder relativ viel mitgekommen. Also man Ja. hat gemerkt, eben ein Petersen oder auch ein Wout van Aert, der ja auch ein hure geiles Rennen gemacht hat. Ja, er hat vor allem noch seine zwei Helfer lang dabei gehabt. Genau, die sind ja auch eigentlich immer wieder dran geblieben. Hm. Und ein Bogi, ich glaube, er hat es schon versucht, aber es ist niemand so wirklich weggekommen. Mhm. Und das habe ich eigentlich schon noch krass gefunden, weil halt einfach die Aufstiege bei der Flandern-Rundfahrt, die sind zwar brutal steil, aber halt nicht mega lang, oder? Ja. Und das finde ich schon noch heftig, wenn du dort einfach einen guten Kopf hast und einfach dich traust, für 1 Minute absolut zu killen und dann weißt, hey, ich kann hoffentlich oben wieder im Windschatten sitzen, Ja. auch wenn das immer noch streng ist, aber du kannst eben schon viel länger dranbleiben, als wenn du weißt, hey, ich muss jetzt 10 Minuten leiden. Klar, ja. Es ist ja keine klassische Alpenstraße oder so ein Serpentine, wo Genau, ja. ewig lang geht. Aber voll. was ich dort auch lustig gefunden habe, ich habe dann auf Eurosport weitergeschaut, ist wirklich so gewesen, er hat 20 Sekunden Abstand rausgefahren. Das ist der Tagessieg. Das ist der Tagessieg für Pogacar. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Aber ist das gewesen beim entscheidenden Ja, Angriff? Ja. Okay, Und hast zwar recht gehabt, aber nach ja 20 aber dort Ja, habe ich ja. also gedacht, so, das ist so klassische Volline-Taktik. Zuerst etwas sagen, nachher etwas anderes behaupten und dann sagen, ja, wir haben es ja gesagt. Ja, vielleicht wenden sie es bei Eurosport. Ja, ich finde es einfach wirklich krass, wie ähnliches Niveau. Also ich würde sagen, es kommt niemand im Jahresverlauf so nah an Pogacar her wie ein Van der Poel bei den Frühjahresklassiker. Ja. Weil, also wenn du jetzt zumindest die letzte Saison anschaust, dann ist er meistens bei den Frühjahresklassiker kassiert, wo ihm nicht so liegen. Und dann ist sehr oft Van der Poel gewesen. Ja. Und ich glaube, jetzt hat er, klar, Paris-Roubaix scheint ihm ja anscheinend ein bisschen weniger zu liegen, sagt er. Aber er hat vielleicht irgendein Mittel gefunden und hat vor allem auch einfach im Van der Poel in den Kopf hineinsetzen, Brudi, ich kann dich abtrocknen. Und Wenn ich möchte, ja. das tut schon noch auf die lange Frist jetzt ein bisschen etwas auslösen beim Van der Poel im Kopf. Ja, es krass ist ja halt einfach, nur schon dadurch, dass er nächste Woche bei Paris-Roubaix antritt, ist er einfach der Top-Favorit. Obwohl es nicht seine Strecke ist. Weil man weiß einfach so, der Dude kommt und fährt alle in Grund und Boden, wenn er möchte. Oder wenn ihm die Chance gibst. Ja, er hat es ja jetzt auch, ich finde es schön, dass er es zum Beispiel in Milano Sanremo nicht geschafft hat. Ja. Einfach aus dem Grund, dass man auch weiss, hey, Okay, er ist doch noch schlagbar. er ist auch schlagbar. Aber das Krasse ist einfach, ich meine, der ist 26, der hat 92 Siege auf Profistufe. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist crazy. Und ich meine, Van der Poel, der ja so ein absolut typischer Klassikfahrer ist, hat in seiner Karriere, er ist ja jetzt 30, 6-mal einen Klassiker gewonnen. Oder das Monument gewonnen. Und der Pogacar hat das Wochenende gerade den 7. gewonnen. Und er ist ja eigentlich nicht der klassische Klassikfahrer, sondern einfach, ja, der kann halt alles. Was ist er? Der Oder? Das perfekte ist ja- Allrounder eigentlich, aber ja. Also das ist ja das Krasse an ihm. Egal was er macht, Zeitfahren, Tour de France, Einzeletappen, Bergetappen, Eintagesklassiker, Strassenrennen, WM, er ist einfach, er gehört immer zum Favorit und ich glaube, das ist eben so das Heftige. Sogar beim Zeitfahren, je nach Strecke ist er auch Ja, ich vorne meine, drin. du hast Leute wie ein Remco, die im Zeitfahren brutal sind, du hast einen Vingegaard, die für eine Bergetappe Tour de France brutal sind, Van der Poel, Paris-Roubaix und überall ist ihr Hauptgegner der Immer der Pogacar. gleiche, ja. Also weißt du, das ist schon,
Es ist heftig. Was meinst du, so Verschwörung für am Wochenende, dass einfach alle sich dazu entschließen, nicht anzugreifen und einfach das Feld so lange rollen zu lassen, bis der Pogacar die Nerven verliert und dann tun alle gleichzeitig quasi seinen Angriff kontern. Das ist nämlich Taktik. Wo hast du das mitbekommen? Das haben sie auch bei Eurosport besprochen. Nein, ja. Doch, Oh die haben es mein besprochen so. Also zuerst haben sie mal gesagt, ja, also eigentlich muss nächste Woche gar niemand antreten. Ja. Habe ich gefunden, okay, happig. Und dann haben sie gesagt, die Taktik müsste eigentlich sein, einfach alle Finger stillheben, so viele Leute wie möglich, also der ganze Peloton so lange wie möglich mitschleichen. Ja. Und sobald der Pogacar etwas macht, alle mit. Ja, aber dann hast du ja das Problem, dass eigentlich seine Helfer werden wahrscheinlich das Feld schon auseinanderreißen. Ja. Also weißt du, ich glaube, das... Ja, logisch, das haben sie dann auch gesagt, dass das nicht so viel Sinn macht, aber ja, die Frage ist wirklich, wie stoppst du den Hure sich? also ich bin ja wirklich mal gespannt. Ich bin überhaupt nicht sicher, dass er Paris-Roubaix gewinnt. Also ganz ehrlich. Ja. Weil... Ja, es ist halt echt nicht seine... Also wenn... Ich meine, er ist überall stark, aber es ist nicht irgendwie seine absolute Stärke. Und trotzdem bin ich eigentlich gespannt. Wo ich aber auch mega gespannt bin drauf, ist auf der Wout van Aert. Weil er hat ja einen happigen Rückschlag müssen einstecken da gegen den... Wo sie ja zu dritten als Jumbo-Visma... Gegen den Paulus. Team Visma, Leasebike. Ja. Gegen den Paulus Ja. ins Ziel gekommen sind und nachher von ihm kassiert haben. Ja. Dort war er ja wirklich ganz down gewesen und er hat ja in den letzten paar Jahren auch wirklich Pech gehabt. Phil, der hat ja immer noch kein Monument gewonnen. Ja, und vor allem, der war ja immer auf dem Podest gewesen irgendwo, hat immer gegen den Van der Poel kassiert und hat dann wie so eine Art, so eine mentale Blockade entwickelt, wo er einfach in den entscheidenden Moment nicht hat können absolut, wie sagst du dem, konsequent sein, vielleicht auch einfach ein bisschen zu schwach war, ich weiß es nicht. Und jetzt hat er doch ein hure engagiertes Rennen gezeigt und ganz ehrlich, es ist immer noch eigentlich vielleicht mein Lieblingsfahrer. Also, weißt, Da schließt sich meine Freundin an. Weil die schaut damals die Tour de France anscheinend und sagt, den finde ich noch nett. Den finde ich noch. Also nein, der Liebling ist der Wingegaard. Aber der, ja, aber der Van Aert finde ich auch cool. Wingegaard finde ich unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Übrigens, apropos Wingegaard, wo ist eigentlich der Wingegaard? Das habe ich mich auch gefragt, aber fährt der überhaupt Klassiker? Nein, der fährt eigentlich primär kein Klassiker. Also er ist ja jetzt das letzte Mal bei Paris-Nizza gefahren. Dort hat er aber einen Sturz gehabt. Ja. Ist jetzt, er musste pausieren und seine nächste sein nächstes Rennen ist dann im Juni. Das ist das Critérium du Dauphiné. Und nachher fährt er Tour de France und Vuelta, hat er gesagt, fährt er auch. Also sein Ziel dieses Jahr ist ganz klar Tour de France. Auch wenn man jetzt nicht so viel von ihm hört, ich glaube, wenn er sich gut erholt von dem Sturz, letztes Jahr hatte er ja ganz einen schlimmen Sturz gehabt, und dann kann er am Taddy Poggi. Jetzt hat er sogar ein Ding. Spitznamen bei uns. Taddy Poggi. Der Taddy Poggi. Dann kann der Wingi am Taddy Poggi wieder mal so richtig Feuer unter dem Viertel machen. Und auf das würde ich mich schon freuen. Wenn es wirklich, weißt du, nicht einfach so nach einer Woche klar ist, Poggi ist im Leader-Trikot und er bleibt es. Sorry, Taddy Poggi. Ja, das ist so nice. Der Brainrot, den du am Wochenende auch mitbekommen hast. Ja? Mit den Memes. So, musst du das sagen? So, wo einfach so dumme Wörter mit einem italienischen Akzent gesagt werden. Ja, logisch. Taddy Poggi, Maximusi. Ja. Man merkt, wir verblödet von Tag zu Tag. Und darum nein. Bleiben wir ernst. Was sagen wir noch zu der Velo-WM? Ist ja jetzt rausgekommen, dass Zürich ein fettes Minus eingefahren hat. Genau, also wir können ja wirklich etwas dazu sagen, weil wir sind schauen. Ich glaube, der Tag, wo wir schauen sind, logischerweise das Strassenrennen der Männer, ist der erfolgreichste Tag gewesen, mit den meisten Zuschauern. Ich glaube, es sind 700'000 bis 800'000 Leute da in Zürich gewesen, an der Strecke, oder vielleicht auch einfach an der gesamten Strecke, ich weiß nicht genau.
Und mich hat es dann Wunder genommen, man hört ja eigentlich vor der WM viel Schlechtes gehört, man hört jetzt auch noch viel Schlechtes. Was denn wirklich die Gründe sind von dem Scheitern von dieser WM. Also jetzt schlussendlich ist es herausgekommen, dass einfach die Stadt eigentlich Millionen noch muss nachzahlen muss. Und das Ganze natürlich nebst dem Tod... Ja, ich habe gemeint, die Stadt will jetzt ja auch gar nicht unbedingt dafür aufkommen. Also. Ja, das kommt noch dazu. Aber eben nebst dem tragischen Tod von der Muriel auch rein finanziell ein Desaster war. Und die Gründe dafür gibt eigentlich der Geschäftsführer von Swiss Cycling bekannt. Und da ist einerseits das Paracycling, wo dazu geführt hat, dass es viel mehr Rennen gegeben hat. Also irgendwie anstatt 15 Rennen gibt es 38 Rennen. Das hat zu mehr Einschränkungen geführt und somit zu mehr Reklamationen und weniger Sponsoren. Das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund. Es ist auch generell so gewesen, dass über die Stadt keine Sponsoren gekommen sind. Zum Beispiel UBS hat sich irgendwie auch zurückgezogen. Und allgemein ist das Interesse in der Stadt Zürich am Velosport eigentlich gar nicht so gross gewesen. Dann hat man die Komplexität des Anlasses einfach unterschätzt. Also tausende von kleinen Sachen, die man halt in einer Stadt muss beachten muss. Bestes Beispiel, du hast Spitäler, eben Kinderspital. Ja, die Diskussion haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Und ja, schlussendlich war das Fazit vom Geschäftsführer, dass man Sportanlässe in der Schweiz einfach besser koordinieren muss. Also das heisst, man muss Politik mit einbeziehen, man muss eigentlich einfach gesagt, ein besseres Stakeholder-Management. Und ja, wild. Als Gegenpol können wir ja gar noch diskutieren, es gibt Mountainbike-WM 2025 im Wallis. Ja, aber ich glaube, da reden wir von zwei unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, bei Zürich haben noch ein paar andere Faktoren sicher mitgespielt. Das Wetter war ja grottenschlecht während der WM. Ja. Das hat sicher nicht geholfen. Das hat sicher keine Zuschauer und Zuschauerinnen an die Strecke gebracht. Und etwas, was wir ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist, Zürich ist einfach keine Velostadt und keine velofreundliche Stadt. Und man merkt ja auch, dass die WM kein Legacy-Produkt hatte. Die Stadt ist wegen dem nicht velofreundlicher geworden, ich glaube. Gut, das muss ich jetzt noch zeigen. Ich finde, für das ist es noch zu wenig lang her. Ja, Aber ich bin mit dir einverstanden, dass Zürich keine Velostadt ist. Und ich glaube, jetzt sicher noch nicht. An einem anderen Ort, oder sagen wir es so, in einer anderen Stadt hätte es wahrscheinlich einfacher geklappt, dadurch, dass die Komplexität kleiner ist. Also ich glaube, die Schuld da quasi im Velosport zuzuschieben oder der Organisation ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wahrscheinlich einfach das Gesamtpaket, das nicht gestimmt hat. Aber ich glaube, es ist extrem komplex in einer Stadt wie Zürich, wo halt einfach... Also es ist in vielen Schweizer Städten so, aber es ist einfach auch eine Bünzli-Stadt. Und in einer Bünzli-Stadt kannst du halt einfach nicht am Herr Meier seine Ausfahrt vor seiner Garage wegnehmen. Ja gut, ja. Also das ist einfach... Ich sage jetzt, weißt du, in einer Stadt, wo die Leute einfach ein bisschen lockerer drauf sind, wo einfach alles ein bisschen geschmeidiger läuft, ist es auch einfacher. Und ich glaube auch im Wallis ist es wahrscheinlich auch einfacher, eine Mountainbike-WM zu organisieren. Gut, also eine Mountainbike-WM ist ja erstens mal eine andere Dimension. Genau, es ist viel kleiner, es passt besser dorthin, die Leute sind wahrscheinlich offener dem gegenüber. Aber sei es darum, ich meine, wir haben jetzt mit der Freestyle-WM in St. Moritz auch gesehen, da kann man auch, wenn man prädestiniert ist als Ort, ein fettes Minus einfahren. Ich meine, dort hat man ja auch 2 Millionen Minus gemacht. Aber was ist eigentlich Weil einfach das Zuschauerinteresse zu klein war, also sie haben zu wenig Leute dort an die Wettkämpfe gebracht. Ich glaube, die Leute haben einfach, Zürcher haben das Engadin Ende März gesehen. Ja, aber eben, ich meine, das ist dann das andere Thema. Dann bist du halt eigentlich an einem wunderschönen Ort, wo gemacht ist für das, aber es ist halt schlecht angebunden. Also es gibt wie so viele Faktoren, die da können ausschlaggebend sein für woran es scheitert oder wieso eben das Defizit eingefahren wird. Also wenn ich so an die Mountainbike-WM 2025 im Wallis denke, dann kommt mir irgendwie Biathlon-WM mit der Lenzer Heide Sinn. Ja, die ist also, ja wiederum hure gut gewesen. Das ist so ein Ort, wo es einfach passt, das gehört so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, das wird
sicher mal besser als die Velo-WM in der Stadt Zürich verlaufen. Ja. Was das für die Zukunft von Schweizer Grossanlässen bedeutet, das nimmt mich echt Wunder, weil ich hoffe natürlich, dass das nicht der einzige Grossanlass war für die nächsten 10 Jahre. Aber wir werden es sehen und darum auch oder Olympiade in der Schweiz, Winterolympiade, heikles Thema. Dort wiederum mache ich mir nicht so viel Sorgen im Fall. Du meinst einfach, weil dann die Leute sowieso kommen? Weil, ja, das und quasi der einzelne Event ist viel kleiner. Ich meine, jetzt bei der Velo-WM hast du wirklich Zürich, die Innenstadt, abgesperrt für 2 Wochen. Mhm. Was sonst im Verlauf des Jahres höchstens bei der Street Parade hast oder wenn es alle 3 Jahre das Zürichfest gibt. Ja. Aber dort sind es 3 Tage. Mhm. Und ich meine, da ist jetzt wirklich 2 Wochen lang das alles abgesperrt. Wir reden von einer Dimension, das hat die Stadt Zürich wahrscheinlich noch nie gesehen und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, weil sie einfach eben ein bisschen verbockt haben diesbezüglich. Aber gerade so bei Olympia oder so machen wir gar keine Sorgen, dass das irgendwie das zu einem Kollaps würde führen von der Stadt. Ja, das fände ich jetzt noch spannend, noch ein bisschen ausführlicher zu diskutieren, das müssen wir uns merken. Ja, und Aber ja, wenn wir bei Wintersport sind, wir sind beim Wintersport, obwohl es draussen langsam warm wird. langsam ciao Wintersport ist. Aber es findet immer noch ein Wintersportart statt, wo uns beiden ziemlich am Herzen liegt. Zwar ohne unser Herzensteam. Und Boah, hat sich die Saisonkarte dieses Jahr nicht gelohnt. ich habe keine gehabt. Aber da als Herzensfan, gerade eine Frage am Anfang, Zürich Davos. Was bist du eigentlich da so ein bisschen vom Herz her? Oder bist du da völlig rational und denkst, wenn Davos gewinnt, haben wir gegen den Meister verloren? Gegen vielleicht den zukünftigen Meister? Nein, aber die Aussage habe ich immer dumm gefunden. Ja, ist so. Nein, also wir müssen ja sagen, wir nehmen am Montag auf. Es steht momentan 2-2. Zürich Davos in der Genau. Halbfinalserie. Und rein einfach so vom Bauchgefühl her hätte ich glaube lieber Davos. Einfach weil ihr Trainer halt eine Vereinslegende bei uns ist. Und Josh Holden, ja. Und ich Zürich einfach wirklich nicht mag. Krass, dass deine Ablehnung gegen Zürich, also Davos haben mich fast... Wieso? Siehst du das anders? Nein, ich bin ziemlich rational und es ist mir fast egal. Ist es so? Ich muss im Fall ganz ehrlich sagen, ich verfolge es auch nicht so aktiv. Ich glaube, es ist eine ziemlich geile Serie. Also Ja. wenn du ja siehst, wie die Teams in den Rückstand geraten, wie sie wieder aufholen, wie sie in der 59. Minute Goals machen, wie sie gut, das ist in der anderen Serie, die Verlängerung gönnt bei Fribourg-Lausanne, das bockt schon. Also, Es bockt hure, aber ich muss wirklich sagen, ich schaue oft nur Zusammenfassungen. Ja. Also ich kann mich wie nicht überwinden, nachdem der EVZ ausgeschieden ist, mich wirklich herzocken und ein ganzes Hockeyspiel zu schauen, wo ich quasi keine Stakes drin habe. Also weißt, die Schweizer Eishockey-Nazi im Mai bei der WM wird wieder ein anderes Thema sein. Ja. Aber so Liga-Alltag schauen, finde ich mega schwer. Also hast du einen Match live geschaut bis Nein. jetzt? Ja, nicht, oder? Nein, und Lausanne-Fribourg ist es 1:3. Stand Montag. Stand Montag für Fribourg. Fribourg hat jetzt 3 Match. 3 Match. 3 Matchback. 3 ja. Matchback. Ja. Dort gibt's, glaube ich, finden wir uns bei Fribourg, oder? Ich glaube schon, ja. Erstens wäre es mal sehr, sehr geil, dass sie Meister werden. Also sehr, sehr geil, hast jetzt du gesagt, aber ich weiss, was du meinst. Nein, stell dir es wäre... vor, du wärst der Club und du wirst Meister. Es wäre sympathisch, wenn... Also von allen 4 Teams, die da noch dabei sind, ist Freiburg mit Abstand der sympathischste, hätte ich gesagt. Das hat natürlich auch einen grossen Grund wegen Diaz, oder? Nehme ich jetzt mal Raffi an. Diaz würde ich es extrem gönnen. Aber ich finde auch allgemein, sonst das Team hat schon auch ein paar coole Sachen drin. Ja, und ich glaube, wir haben denen vielleicht ein bisschen Unrecht da. Wir haben sie eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Ich habe zwar gesagt, Freiburg kommt weiter gegen Bern, wenn ich mich recht erinnere. Du meinst, wir haben sie abgeschrieben gehabt Aber wir haben sie in halt der als... Viertelfinale? Ja, aber wir haben sie damals als alte Säck bezeichnet, wo nicht mögen die ganze Serie Das durchheben. können wir jetzt wieder ändern. Aber das können wir jetzt ändern. Wie Eurosport tun wir unsere Meinungen ändern. Und ja, Und ihr Trainer ist auch ein geiler Sieg, sehr sympathisch. also man muss ja sagen, seit Lars Leuenberger übernommen hat bei Freiburg,
hat ja vom Christian Dübe irgendwann gegen Ende Quali übernommen. Sind es wirklich schlecht gewesen, ich glaube auf dem 10. Platz. Oder sogar auf dem 11. Und dann sind sie noch 6. geworden in der Quali und jetzt plötzlich sehen es aus wie wahrscheinlich, also wenn ich jetzt das Power-Ranking machen von diesen 4 Teams, sehen es aus wie das stärkste Team Ja, ich momentan. glaube, sie haben irgendwie, seit er übernommen hat, nur 2-mal verloren. Irgend sowas, ja, also crazy. Und ja, also ich glaube, also da würde ich mich fast festlegen, ich glaube Freiburg macht Rennen. Also ich denke gegen Lausanne, Und das ist Safe. überraschend, weil Lausanne hat wahrscheinlich das beste und breiteste Kader in der Schweiz. ja. Wie würdest du so gesamt über alle die 4 Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, das Niveau vergleichen? Was hast du das Gefühl, so, du hast die Match nicht geschaut, aber Also die Highlights habe ich einfach geschaut, ja. das Niveau von diesen beiden Serien, was würdest du sagen, wer hat einen Vorteil im Finale denn aufgrund vom vergangenen Gegner? Oh, das ist eine hohe Frage, ja. Keine Ahnung, sag du. Also ich schätze einfach, also Zürich Davos schätze ich besser ein. Als Lausanne und Freiburg? Einfach aus dem Grund, Aber meinst du mir da der Romans nicht unrecht? vielleicht schon ein bisschen mal, aber es ist jetzt das ist nicht mit Fakten und Wissen hinterlegt, sondern es ist ein reines Gefühl, also das sage ich jetzt offen. Ich habe wirklich das Gefühl, Zürich mit den ganzen Spielerqualitäten, Davos mit der Leidenschaft, wenn die mal eine Playoff-Mannschaft einen Blues entwickelt. Also man muss ja sagen, beide sind hure heimstark, das ist ja so. Ja. Aber dafür ist Freiburg hure auswärts stark. Also Ja, jetzt und mal angenommen, Freiburg kommt weiter. ich muss auch sagen, ich kenne vielleicht Lausanne und Freiburg ein bisschen zu wenig gut, damit ich wirklich könnte sagen, was da das Niveau verglichen ist. Aber ich habe das Gefühl, der Sieger wird entweder Zürich oder Davos. Also der weiterkommt. Ja, bleiben wir gespannt. Also ich freue mich aufs Finale, unabhängig davon, wer reinkommt. Vielleicht kann ich mich dann auch animieren zum Schauen. Vielleicht Wir müssten mal das Spiel einfach so zusammen mit dem Bierli schauen. Ja, vielleicht tut das wieder das Feuer entfachen. Muss es ja eigentlich auch nicht. Nein, aber wenn wir schon bei TV-Quoten sind, ich habe diese Woche einen Artikel gelesen auf Watson. Bist du Watson-Leser? Nein, aber wenn ich Recherche mache für den Podcast, haben sie eben schon ab und zu noch gute Sachen. Ja. Und dort haben sie geschrieben, dass TV-Quoten schon sehr nahe an dem sind, was sie damals beim SRF waren. Also man muss ja sagen, die Eishockey-Playoffs laufen ja jetzt auf verschiedenen Privatsendern in der Schweiz. Oder aus dem Verbund von verschiedenen Privatsendern. Und ja, im Viertelfinale hatten wir beim Spitzenspiel Bern-Freiburg, Spiel 7, 90'000 Zuschauer gehabt. Also als magische Grenze gilt 100'000 Zuschauer. Was mich jetzt überrascht hat, weil das denke mir irgendwie ein bisschen wenig. Ja. Aber ja, laut dem Bericht ist man nicht mehr allzu weit entfernt von den Zahlen vom SRF oder beziehungsweise von den Übertragungen vom SRF, die sie damals das Recht noch hatten. Das war bis im 22. der Fall gewesen. Und ja, jetzt nimmt es mich so ein bisschen Wunder. André, hat bei dir das eigentlich so ein bisschen etwas ausgelöst, dass der Eishockey keine Präsenz mehr hat auf dem SRF? Oder keine Match. keine Gesamtmatch. aktive Präsenz mehr hat, wie es damals Also war? eben Zusammenfassungen kommen ja noch. Wieder, muss man ja sagen. Ist ja jetzt auch ein Die auch mal Zeitli- weg gewesen. die sind auch ein Zeitchen Ich meine, das lang weg ist gewesen. immer, wenn wir am Match waren, Zug hat gewonnen, bin ich immer genau mit dem Bus daheim gewesen. Das war glaube ich um 10:30 gewesen. Wo dann die Wo dann die Zusammenfassung Zusammenfassung im SRF gekommen ist. Und das war immer Sportaktuell, so. ja. Gewesen, meine Eltern sind noch am Fernsehen schauen gewesen, und dann bin ich heimgekommen und habe gesagt, jetzt schauen wir noch schnell die Zusammenfassung. Und ich habe natürlich gewusst, was passiert, weil ich bin am Match war und Zug hat gewonnen, aber ich habe trotzdem Freude gehabt, das nochmal zu sehen. Und darum finde ich es eigentlich ein bisschen schade, oder es wäre schade, wenn es nicht mehr wäre. Zu deiner Frage. Ich glaube, genauso jemand wie mich, der nicht mehr genug Zeit hat, um sich voll am Eishockey widmen. Gut, ich habe mich nie voll am Eishockey gewidmet, aber wo jetzt halt doch ein bisschen ein verdächtiger Modefan wurde. Ja, nicht Modefan, aber du weißt, was ich meine. Casual-Fan. Für diese Leute ist es schon schade, weil ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie viele Matches ich dieses Jahr vom EVZ wirklich gesehen habe. Also weißt du, wirklich geschaut, weil
Also, Auch und auch Zusammenfassungen nicht? ja, Zusammenfassungen mal schon mehr. Okay. Aber die gibt es jetzt in dem Fall wieder. Ja. Also die gibt es ja wieder. Ich würde schon sagen, das ist, also, ja, ist nicht ideal, aber wenn du die ganze Zeit hörst, was man sparen und papipapo, dann ja, finde ich es schon verständlich. Und Mm. ja, also es ist jetzt nicht ein tragisches Problem in meinem Leben, das mich beschäftigt. Ja, weil ich habe eben das Gefühl, seit es auf TV24 und so läuft, also die Highlights, ich schaue die ja einfach gar nicht mehr aktiv. Weil du sozusagen musst einschalten, du musst es suchen, Genau. du musst es wählen. Genau, und bei SRF, wenn ich es nicht gerade live gesehen habe, dann habe ich es einfach am nächsten Morgen in der Mediathek schnell nachgeschaut. Ja. Und bei TV24 finde ich das irgendwie ein bisschen mühsam. Auch wenn es wahrscheinlich genau das Gleiche ist, weiß auch nicht. Aber ich glaube, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Ich finde es schon krass, wie SRF, also allgemein Beim Sport in den so ein Medien, aber auch Monopol im hat. Sport in der Schweiz immer noch so präsent ist. Also zum Beispiel 100%. manchmal in der Vorlesung denke, also weißt Gehst du, du auf SRF Sport? nein, nicht ich, aber dort hat ja viele Leute, die nicht so aussehen, als wären sie sportlich. Also weißt du, Ja. so ein bisschen ich bin auch ETH-Student und ich bin vielleicht auch ein bisschen so, also nehmt es mir nicht böse, aber so ein bisschen halt die Nerds, oder? Ja. Da dachte ich so, ja, der macht ja nichts Sport. Und dann plötzlich sehe ich den Dude auf dem Handy auf SRF Sport. Ja. Und er liest so halt irgendwie über Velofahren oder weiss ich was. Und ich so, ist eben schon krass, wie viele Leute das einfach SRF Sport mal kurz durch swappen. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, wenn dein Sport nicht auf SRF läuft, oder deine Meisterschaft nicht auf SRF läuft, dann existiert sie in der breiten Wahrnehmung gar nicht. Ja, das war sicher sehr lange so gewesen. Ich denke schon, dass es jetzt ein bisschen Änderungen gegeben hat durch die Privatisierung und Ja, aber auch beim Eishockey, ich habe wirklich das Gefühl, das grössere Interesse am Eishockey hat recht abgenommen. Durch das es nicht mehr auf SRF läuft. Aber vielleicht irre ich mich Okay. da. Vielleicht ist das auch einfach meine Wahrnehmung. ich weiß im Fall nicht. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Aber ja. Ja. Auf jeden Fall, wir werden es sicher noch verfolgen, aber nicht mehr so wie ja, wenn jetzt die EVZ noch dabei ist. Hey, aber wenn wir bei Eishockey sind, Alex Ovechkin, gestern, oder in der Nacht auf heute, Ja. den Goalrekord vom Gretzky übernommen. Hast du gesehen, wie sie gejubelt haben? Alter, also Als ob wären sie sie den Meister Stanley geworden. Cup gewonnen hätten, ja. Ja. Also das ist- 895. Goal, Ovechkin macht den Bauch, wie nennt man das? Der Slider. Bauchtaucher, Bauchslider. Und die ganze Bank springt aufs Eis und umarmt ihn. Und vor allem, es ist lustig, weil du siehst so, wie sie halt sich zu einem grossen Haufen. Haufen versammelt und sich halt wirklich umarmen, eben wie wenn sie Meister werden oder Stanley Cup gewinnen. Und du siehst wirklich so einen, der dann wieder rauskommt, der so ein bisschen sichtbar wird und er ist so voll am Jubeln, weißt du, so Ja, ja. richtig, also als hätte er das gemacht. Und dann habe ich so gedacht, hä? Zuerst habe ich gemeint, das ist der Ovechkin selber, der halt so ein bisschen rauskommt und nochmal jubelt. Aber es ist Das ein war einfach anderer. einer aus seinem Team. Gewesen, Und dann ja. habe ich mich schon gefragt, Ja, vor allem, es war ja in der Islander Arena, gewesen, also bei den New York Islanders. Und wie das Publikum gejubelt hat. ja, ich habe es auch gerade gesehen, alle sind aufgestanden. Ich meine, das ist erstens wahrscheinlich ein historischer Moment, wo für die Amis, also das muss ja, also gut, für die Amis, es ist ja ein Russ und vorher hat es einen Kanadier gehabt, also ja, und trotzdem hat sich das Publikum sogar auch gefreut und da habe ich mich gefragt, was ist echt das? Ist er so ein netter, geiler Typ oder motiviert er seine Kollegen so fest, einfach, dass sie das für ihn auch haben wollen machen, ihm die Chancen ermöglichen? Oder Also ich wieso glaube, freut man sich als Mitspieler derart krass? Also eigentlich ist es ja normal, aber es ist doch irgendwie sehr herzlich gewesen. einerseits Münzen wahrscheinlich hure gerne hat, ja. Das ist ja so. Weil er ist ja nicht unkontrovers. Er hat ja auch rechte Kreml-Nähe. Ja. Aber tun wir jetzt mal das ausblenden. Ich glaube, das andere ist einfach, dass man wirklich nicht geglaubt hat, dass jemals jemand wird einen von diesen Rekord vom Gretzky brechen. Weil, also man muss sich so ein bisschen vorstellen, im Eishockey ist der Wayne Gretzky wahrscheinlich, der Messi. ja, also er ist sicher der umstrittene Goat. Aber so von der Dimension her ist das wahrscheinlich wie wenn du so einen Messi und einen Ronaldo zusammen klatschst, oder? Also auch Ja. nur schon von den Zahlen, die du siehst. Also der hat allein von den Assists, die er hat, sind über 2000.
Also der müsste nie ein Goal geschossen haben in seiner ganzen Karriere und er hat immer noch den Punkterekord in der NHL. Genau, also sein Punkterekord liegt bei 2857. Also Genau. das sind ja Goals und Assists zusammen. Und der Ovechkin ist da immer noch weit hinten drin. Er ist bei 1600, also 1200 Punkte hinter dem Gretzky. Eben bei den Goals hat er ihn jetzt überholt. Da ist jetzt der Wayne Gretzky auf dem 2. Platz und der Ovechkin auf dem 1. Platz. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter runterschauen, jetzt gehen wir mal nur auf Goals, wer sich da sonst noch in dieser Liga befindet, haben wir den Gordie Howe. Ja. Der Gordie ist Howe, mit ja. 801 Goal auf dem Platz 3. Hat auch irgendwie gespielt bis fast 50. Genau. Ich glaube, der war ja wirklich so der Grösste vor dem Wayne Gretzky. Ja. Dann auf dem 4. Platz der Jaromir Jagr. Der hätte wahrscheinlich den Rekord geknackt, wenn er in der NHL geblieben wäre. Der spielt ja auch noch aktiv, der ist ja über 50. Das ist krass. Also dort, Der spielt in der höchsten tschechischen Liga. ja, also es ist heftig. Dann der erste, den ich nicht... Brett Hull. Ja, auch eine Legende. Ja. Ja. Und wer kennt man es? Also, Eben, ja, also, aber es zeigt hat einfach so ein einige. bisschen auf, dass eben viele von diesen Namen sind aus vergangener Zeit. Und was ich krass finde, wenn du Videos schaust im Eishockey, wie sich das Spiel verändert hat, wie viel schneller das es ist als früher und wie viel technischer das es ist, wie viel strategischer gespielt wird und auch wie viel besser die Goalies heutzutage sind, spricht das noch viel, viel mehr für den Rekord von Ovechkin. Und Das, ja. sag. was ich so bezeichnend finde, ist, dass er das Goal eigentlich so gemacht hat, wie wahrscheinlich die Mehrheit von seinen Goal. Er ist ja Rechtsschütze. Und er steht einfach immer, sie nennen es ja die Office bei ihm. Ja. Das ist sein Office. Er steht ja immer einfach so links vom Goal am Bullykreis und dann kommt der Puck zu ihm und dann sniped er einfach drauf. Ja. Und das ist ja eben sein Office und es ist Also so das- bezeichnend gewesen, dass das Goal so passiert Aha. ist. Ja. Ja, und es ist ja wirklich so, der tut dann wirklich mit seinem gesamten Gewicht, das er ja hat. Er hat gut Gewicht, er hat ja. gut Gewicht. Ich habe letztens gesehen, in ist ein Reel reingeflutscht, von wie er Fußball spielt. Ja. Und du Auch hast mit wirklich- Körperkontakt, Du ja. hast halt wirklich gesehen, wenn der Sieg mal keine Uniform, also keine Hockey-Ausrüstung hat, wo du halt so ein bisschen siehst, was mit umschlägst. Der hat einen Wampe. Alter, Das ist nicht so ein Durchtrainierter, das ist so ein russischer Vater. das ist eben schon noch lustig, wenn du das einmal so denkst. Bei uns im Sport war immer so wichtig gewesen, ja, du musst einfach, wenn du lean bist, bist du auch gut, oder? Ja. Und dort siehst du einfach mal, dass es auch andere Qualitäten braucht. Also ich weiss nicht, der ist wahrscheinlich nicht mega ungesund, aber er weiss halt auch... Ja, wäre ich nicht so sicher im Fall. Ich glaube, Bro, ich glaube mittlerweile haben auch die einen gewissen Standard. ja, aber es gibt ja viele Geschichten aus den NHL-Lagern, wo es so einzelne Spieler gibt, wo du so ansiehst, dass sie nicht unbedingt oft beim Ernährungsberater sind. Oder nicht sehr viel Wert darauf legen, was der sagt. Okay. Und ich glaube, der Ovechkin ist so einer. Ich glaube, der trinkt auch massig Bier. Ja. Gut, das kann schon Und, sein. und sonstige Sachen. Hast du mal die Videos gesehen von ihrer Meisterfeier 2018? Nein. Alter, also was der Eis gesoffen hat. Gut, ja. Und wie der rumgestürchelt ist. Aber so eine Woche lang. Ja. Weißt du, es gibt so Ja. ganze Reportagen, wie der so eine Woche lang hackendicht ist. Also, und ja, dem Okay, traue ich das also- auch sonst noch zu. Okay, dann nehme ich das vielleicht zurück. Aber ich glaube, es hat sich sicher etwas verändert, so ein bisschen über die gesamte Sportwelt im Vergleich zu den letzten paar Jahren. Ja, auf jeden Fall haben wir das gesehen, wie er dort reingelegen ist mit seinem Gewicht. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, eben, ist er jetzt der Grösste, ist er wahrscheinlich immer noch nicht, der Goat? Nein. Weil ich meine, die Goat-Debatte finde ich immer ein bisschen schwierig. Das haben wir schon x-mal diskutiert in dem Podcast. Aber ich glaube, im Eishockey ist es wirklich klar. Aber wie du vorher gesagt hast, all die Veränderungen, die es jetzt gegeben hat, kannst du überhaupt so generationenübergreifend vergleichen? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber was halt beim Gretzky einfach wirklich krass ist, was halt in sonst wahrscheinlich wenig Sportarten kannst du behaupten, dass die Person so krass dominiert hat.
dass die Abstände auf den Zweitbesten so gross waren, dass man wirklich kann sagen, okay, der hat wirklich was drauf gehabt. Also es war jetzt nicht einfach der Umstand gewesen. Ja. Aber ja, es ist kein Vergleich. Ich glaube, Conor McDavid würde, wenn er in eine Zeitmaschine gesetzt wird und in die 80er Jahre zurückbeamt wird, wahrscheinlich als Hex verbrannt werden, weil er so gut wäre. Aber ich meine, eben, das kannst du auch nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist halt einfach der Fortschritt, den der Sport macht. Ja. Aber ja, der Ovechkin hat sich sicher zementiert als The Great Eight, weil er ja als Nummer 8 auf dem Rücken trägt. Und sicher einer von den Grossen von diesem Sport. Das ist ein Future Hall of Famer, das steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Und mal schauen, wie lange das er noch mag. Ich glaube, 1 Jahr Vertrag hat er noch. Und das heisst höchstwahrscheinlich, aber ich glaube, Russland wird ja wahrscheinlich nicht zugelassen, könnte noch eine Winterolympiade spielen. Aber ich glaube, das ist ein Politikum für sich. Oh ja, definitiv. Das ist wahrhaftig etwas, wo wir da nicht anfangen wollen. Aber wenn wir bei Winterolympiaden sind, nur schnell, wie hoch schätzt du die Chance, dass Federica Brignone dabei ist? Du sprichst ihren Horrorunfall an, wo ja wirklich, glaube ich, jenste Knochenbrüche, Bänder. Hast du das Video gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Wow, schau es nicht, Alter. Also es hat mich verfolgt. So Sachen tue ich mir wirklich im Fall nicht extra reinziehen. Also wenn ich weiss, es ist jemand gestürzt, ich gehe es mir meistens nicht anschauen, ausser wenn ich weiss, dass nichts passiert ist. Ich habe es mir auch nicht aktiv ausgesucht, das hat der Algorithmus sich ausgesucht. Ja. Und ich habe das Video so gesehen und ich habe gewusst, sie hat einen schweren Sturz gehabt. Und ich habe mir so wirklich nichts dabei gedacht. Und dann schaue ich so das Video und ich lüge dich nicht an, wenn sie mich wirklich etwa 2 Tage lang verfolgt hat. Krass. Das Bein ist in Richtungen gegangen, Alter, wo wirklich nicht das Bein hinschauen. Also, ja. das war wirklich grob gewesen. Und ja. Also ich bin einfach zuerst mal froh, dass nichts Schlimmeres, also ich meine, dass sie eigentlich überhaupt daran denken kann, dass sie vielleicht die Winterolympiade fährt. Also im Sinne von, sie ist nicht tot. Das Zweite ist natürlich... Ja, also nein, so schlimm war der Unfall nicht gewesen, aber, aber du bist froh, dass das Bein noch dran ist. Ja, aber im Skifahren... Nein, safe, aber also weißt, du siehst einfach, dass es so in die Kategorie Freak Accident fällt. Ja. Weil das ist also so wie sie das Tor reinfährt, das siehst du im Weltcup 100 Mal. Aber das, was das Bein macht, das ist nicht normal. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, es könnte schon knapp werden, wenn all das siehst. Ich meine jetzt auch ein Sarrazin, wo sich ja wirklich überlegt, ob er überhaupt weitermacht. All die Leute, die wirklich, wirklich schwer stürzen, ein Kilde, das geht... Klar, ein Kreuzband, du weißt, hey, du hast irgendwie 6 Monate oder weiss ich wie lange und dann kann ich kann mich auf das fokussieren, es ist das Problem. Aber wenn du eben erstens viele verschiedene Sachen hast, du hast im Kopf vielleicht auch nachher etwas, was ein bisschen blockiert ist, das kann schon hure schwierig werden und sie als Italienerin ist natürlich hure schade. Ja, vor allem 34, das heisst auch nicht... Vielleicht auch nicht mehr die grösste Regenerationsfähigkeit, wie wir das Anfangs des Podcasts gesagt haben. Also ich glaube, es könnte schon schwer werden. Also es ist eine hure bittere Pille, nachdem sie den Gesamtweltcup gewonnen hat. Aber was ich einfach nicht ganz verstehe, ist, wieso die nationale Meisterschaft am Schluss von einer Saison stattfindet, beziehungsweise wieso man sich die als grossen Fahrer noch gibt. Weil ja, in der Schweiz war es jetzt genau auch so gewesen. Also die eine Schweizerin ist zwei sind sogar gestürzt. Ja. Ja. Also Corinne Sutter hat gewonnen. Du meinst die im Super-G, die ganz jung, die 16-Jährige? Ja, und dann ist noch eine 17-Jährige gestürzt bei der Abfahrt und ist auch abtransportiert worden. Ja, auf jeden Fall eben. Eigentlich ist es schon eine gute Frage von dir, wieso das am Schluss der Saison, wenn du wirklich eigentlich müde bist, du hast vielleicht nicht mehr die Konzentration, wie du Anfangs der Saison gehabt hast. Ja, der Schnee ist nicht mehr der gleiche. Der Schnee ist nicht mehr der gleiche. Ja, Schnee ist anders. Hey, weiss ich nicht, aber eigentlich ist es schon speziell. Jetzt ist es auch schade, dass ein Brignone ausfällt wegen einer nationalen Meisterschaft. Wahrscheinlich die Großteil von der nächsten Saison verpasst wegen dem.
Wenn sie überhaupt zurückkommt, holt so lange. Aber ja, wild. Wäre sie lieber wieder Odi auf Alaska? Ja, sieht geil aus. Und Ja. wir reden sogar über seine Ferien. Ja, schau es an. Schau uns an. Ja, ich Dann- glaube... Warte, ich habe noch 2 Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ah, Ganz kurz, Nummer ganz zwei, kurz. Nummer zwei. Hast du gesehen, dass der Conor McGregor will Präsident von Irland werden? Alter, ich muss dir wirklich etwas gestehen. Ja, Ich habe ihn ja mal cool gefunden. ich glaube wie jeder, ja. Also ich habe wirklich mal ein bisschen Sympathie für Conor McGregor gehabt. Ja, So wirklich in dieser Zeit, ich habe ja sogar so ein UFC-T-Shirt gehabt, das ich beim Shooty angehabt habe. Dann habe ich mich ein bisschen zu fest im Käfig gefühlt. Nein, aber was er jetzt abzieht, ich meine, der Sieg ist ja eben mehrfach verurteilt. Er stellt sich wirklich dar wie der grösste Vollpfosten. er hat das Kokainproblem. Das Kokainproblem und sagt aber, dass die verkoksten Menschen in Irland auf der Straße das Problem sind. Ja. Also, Und was jetzt aufräumen? und er will anscheinend ja Präsident werden, nachdem er motiviert worden ist von seinem neuen besten Freund, von Donald Trump. Alter, was ist du, wirklich? Und die Inszenierung ist schon heftig. Ich meine, zuerst musst du mal eingeladen werden von Donald Trump. Also ich glaube, der Trump muss halt schon auch eine gewisse Absicht dahinter sehen, um einen McGregor bei sich am St. Patrick's Day einzuladen. Und er hat die ganze Familie mitgenommen, was ja schön ist und so. Aber ja, wirklich eine fragwürdige Konstellation. Ja, ich weiß nicht, langsam... Langsam dreht es durch. Ich weiss nicht, ob der sich einfach zu viele Schläge auf den Kopf bekommen hat. Weißt du, ich mag mich erinnern so an die Phase so zwischen, was ist es gewesen, 2016 bis 2020 oder so. So dort rum, wo der McGregor auf der Bildfläche erschienen ist, also in einem breiten Publikum, und der Aufstieg zum absoluten Weltstar. Also das ist ja eigentlich gegen den Mayweather, wo er dort... Nein, aber schon vorher, schon in der UFC ist er ja er aufgestiegen ist schon sehr bekannt gewesen, aber so weltbekannt, wo er auch nachher deine Mami kennt hat. Klar, glaub ich, das ist sie nachher nach dem Mayweather-Fight. Ja, aber ich meine, so der meteorische Auf- und jetzt wieder Abstieg, das ist einfach etwas, wo, glaube ich, so ist er auf unsere... dem Abstieg? 100%. Gut, ja, es haben schon viele 100%. Sponsoren und alles haben ihm alles Er abgesagt. hat sogar seine Whisky-Marke verloren. Das habe ich komisch. Das war ja seine gewesen. Das war seine gewesen, und dann hat er sie verkauft und dann hat er aber immer noch, haben sie quasi ihn als Ambassador gehabt und dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, der sich ist zu problematisch. Und ja, aber ich frage mich, ob sonst irgendein Sportler in dieser Zeit oder in unserer Generation so einen Auf- und Abstieg erlebt hat wie der. Und ich glaube, der ist jetzt völlig durch. Und ja, eben, ich glaube, so seine Treffen mit Trump sind auch nicht gut. Ich glaube, das stachelt ihn nur an, weil er sieht, was möglich wäre. Und klar, wir reden da von verschiedenen Dimensionen, also die USA und Irland, aber ich meine, der ist halt irischer Nationalheld gewesen, also, Ja. oder vielleicht viele immer noch. Und es nimmt mich echt Wunder, wie er wird abschneiden. Ich schätze die Iren jetzt ein bisschen schlauer ein als die Amis, generell. Gut, Darum- Amis stammen von den Iren ab, zum Teil. Zum grossen Teil, ja. Aber ja. Also ich glaube, ja, der Sieg, der wird irgendwann mal noch Im Gefängnis im landen. Gefängnis landen und ich hoffe, dass es dann durchzieht. Also es ist ja nicht so, als ob es so Straftaten mangelt. Keine Ahnung, wie viele Sexualverbrechen, keine Ahnung, wie viele Drogenverbrechen. Ja, und das letzte Mal ist er vor 4 Jahren im Ring gestanden. Also das ist auch schon eine lange Zeit her. Und Müsste ja noch 2 Kämpfe machen in der UFC, laut genau, Vertrag. er sagt auch immer wieder, ja, er macht jetzt das Comeback. Hat er nicht mal noch gegen den Jake Paul Doch, hätte er auch mal wollen, aber... einen neuen Fight machen. Auf jeden Fall, eigentlich ist er schon ein kleiner Trump, muss man sagen. Er redet sehr viel. Und ja. Also- Trump des armen Mannes. Genau. Ja, Obwohl Trump ist auch Trump vom armen Mann. Okay, ja. Anyway. Politik, Es sind 2 sehr ähnliche Charaktere. Der eine ist einfach auch noch Sportler, darum haben wir über den geredet. genau. Ja. Gut, Trump ist auch Golfer. Eigentlich könnten wir mal über das reden. Ja, weißt du, er ist auch Golfer. Nein. Kim Jong-un.
Ja, genau, jetzt Kim sind wir Jong- in Nordkorea. Kim Jong-un hat ja scheinbar mal 17 Hole-in-Ones geschlagen. Auf einer Runde. Also In von der... Nordkorea? Ja, logisch. Ja, geil. Gute Fotograf hat es wahrscheinlich gehabt dort. Ja. Und, Und ich habe gesehen, in Nordkorea, also in Pyongyang, hat der Marathon zum ersten Mal seit 8 Jahren oder so stattgefunden. Und ich habe es wirklich spannend gefunden. Ich meine, du sagst jetzt, ich habe es wirklich verfolgt. Ich weiß nicht, ob du jetzt überhaupt irgendwo hast können schauen. Auf jeden Fall habe ich es spannend gefunden, weil es hat ja mehrere Bilder gegeben von dem Marathon. Und wenn du dich so ein bisschen umschaust, es sieht eigentlich verdächtig normal aus in Nordkorea. Klar, Ja. zum Teil ist es so ein bisschen die Monumentalbauten, wo dann halt der Kim Jong-un kurz wieder im Kommunismus durchgebrannt ist. Also immer noch, aber du das siehst dann halt immer noch. Aber sonst muss ich sagen, du siehst halt die westlichen Leute, wie sie zum Teil eben wieder dürfen einreisen in Nordkorea und dort einen Marathon machen. Du darfst anscheinend Fotos machen, du darfst filmen und es hat verdächtig normal ausgesehen. Und so eine Reise auf Nordkorea, so einen Marathon machen. Das fände ich geil. Da wäre würde ich den Marathon machen. Okay. Ich weiss nicht, wir haben ja das Thema mal in der Schule gehabt, im Geografieunterricht, oder? Nordkorea. Ist das im normalen Geografieunterricht gewesen? Hast du das auch gehabt? Oder ist das damals im Ergänzungsfach gewesen? Nein. Ja, und seitdem habe ich wirklich eine sehr grosse Faszination für das Land Nordkorea. Also keine positive, hängt mich jetzt nicht auf. Faszination heisst ja nicht unbedingt positiv. Aber ich würde so gerne mal auf Nordkorea gehen und mir das anschauen vor Ort. Und Ich glaube, es ist mittlerweile auch nicht mehr, also jetzt wieder, seit Corona, auch nicht mehr so eine grosse Illusion, dorthin zu gehen. Also das geht wirklich. Und ich meine, wir könnten das wirklich im Rahmen des Podcasts machen. Ich fände das geil. Ich fände das geil, wenn wir Gut, in Nordkorea... Bro, wenn wir mit unseren Mikros auftauchen, ich glaube, das würde ich nicht machen. Doch, Bro, wir machen... Nein, ich würde nicht trauen, mit einem Mikro einzureisen. Hallo? Wir nehmen unsere Handys mit, wir machen einen Vlog über unsere Erfahrung am Marathon in Pyongyang. Ja. Das wäre doch geil. Fände ich wir lustig. können dann nicht mehr verdeckt reden, weil der Kim Jong-un versteht Schweizerdeutsch. Das ist ja so, ja. Also weißt, wenn wir dann sagen, ja, sie haben einfach alles so schön gemacht wegen Propaganda und so. Nein. Bro, dann müssen wir Ich sag dann, Kim Jong-un, der grosse Leader, hat den besten Marathon auf der Welt gemacht. Ja, und dann tun wir uns einfach ins Propagandasystem Wir verkaufen unser Propagandasystem, ja. Einschliessen. Ja, sicher. Okay. Also solange wir dort sind, nachher, wenn wir draussen sind, können wir ja dann die Wahrheit sagen. Ja, aber das hast du jetzt schon gesagt, das gehört dir auch. Ja, stimmt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kim Jong-un schon mal unseren Podcast gehört hat? Boah. Sie ist nicht... Sie ist nicht bei null. Sie ist nicht bei null. Ich meine, Vielleicht er redet ab Schweizerdeutsch. und zu, wenn er nicht schlafen kann, Schweizer Podcasts hören. Ja, wer weiß. Und dann ist vielleicht schon mal voll rein auftaucht. Okay. Aber können wir das auf unsere sportliche Bucketlist 2026 nehmen? Der Marathon in Pyongyang. Ja. Pyeongchang. Pyongyang? Ist Pyongyang. Pyeongchang ist doch Südkorea. Ja. Ja, aber weißt du, dann, was soll ich jetzt sagen? Ja, nur Nein, irgendetwas soll ich sagen. Egal. So Bucketlist. Ja, es ist auf der Bucketlist. Meinst du, haben es auch einen halben? Du, ich glaube, Nordkorea bietet alles an, was dein Herz begehrt. Also, dann machen wir, du machst den ganzen, ich mache den halben, wir kommen gleichzeitig ins Ziel. Das schaffe ich glaube nicht, auch wenn ich... Ich laufe langsam. schneller bin als du. Ich laufe langsam. Hey, ja. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Gut. In dem Sinn würde ich sagen, sind wir am heutigen Ende des Podcasts und wir haben wieder mal ein grandioses Stündchen hergelegt. Ich hoffe, dass du immer noch dabei bist und dass es dir gefallen hat. Wir danken dir dafür und vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. Wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für dich zusammenzustellen. Genau, und wenn unsere Reise nach Pyongyang verfolgen, dann folge uns auf Instagram, da findest du uns unter _Podcast und wenn dir der Podcast gefällt, dann teilen doch mit deinen Liebsten. Und in dem Sinn, bleibe gesund, machen viel Sport und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Adios.